Hallihallo und herzlich willkommen hier bei City Skylines After Dark, wo nicht mehr ganz so dark ist, weil der Morgen gerade anbricht und die Sonne langsam am Horizont aufgeht. Ja, ihr mögt euch sicher noch erinnern, dass ich mich gefragt habe, hey, warte jetzt mal, wieso ist das kein Strassenanschluss? Natürlich, das letzte Mal aus Versehen die Straße abgerissen. Würde ich jetzt sofort rückgängig machen, natürlich. Das heisst, du wirst verbunden mit dem und dann ist also alles wieder in Ordnung. Alles halb so wild. So, jetzt mach da noch schnell das fehlende Dings rein. Und jetzt wird es Zeit, um uns um etwas Grossartiges zu kümmern. Und zwar gehen wir doch da mal schnell da rein güchseln. So, sind wir auch schon. Das da verschwindet alles. Bis dahin. So. Weil das da wird alles dicht besiedeltes Wohngebiet. Zack. Und schon fangen sie an bauen. Wie die holen. Es ist unglaublich. Aber es funktioniert. Ich finde es genial. Findet ihr es auch genial? Ich finde es genial. Und zack haben wir neue Häuser. Im Übrigen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber irgendwie denkt es mich, die Gebäude sehen anders aus. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass irgendwo bei den Einstellungen könnte man anscheinend einstellen, dass es einen europäischen Stil gibt. Ich habe zwar gemeint, ich hätte den ausgeschaltet gehabt, aber es kann sein, dass jetzt der per Preset halt eingeschaltet ist, dass wir jetzt einen europäischen Baustil haben, was auch würde erklären, wieso dass die grosse Polizeiwache, ja, ist in Ordnung, also komisch aussieht da, das Polizeihauptquartier, hat ja beim letzten Spiel, habe ich gemeint, anders ausgesehen. Aus der Spital sieht irgendwie anders aus und da das Feuerwehrhaus sieht auch anders aus. Ich gehe mal davon aus, dass das etwas mit dem zu tun hat. Finde ich jetzt nicht aber weiter schlimm oder so, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt doch einen ganzen eigenen Charme ins Ganze nie. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Was wollte ich machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, weil ich letzte Folge ja schon so viel gemacht habe. Wirklich, also letzte Folge habe ich so recht, also es sieht zwar nicht schön aus, was ich gemacht habe, aber ich habe doch einiges gemacht. Zum Beispiel ein riesiges Wohngebiet fertiggestellt und den Autobahnanschluss endlich ein kleines bisschen optimiert. Wieso dass die alten mittleren Streifen benutzen, ich weiß es nicht, obwohl die rechts und abbiegen, es ist mir ein Rätsel. Aber hey, alles halb so wild. Ich habe da bereits eine kleinere Lösung parat. Wie schon gesagt, sie ist kleiner, sie ist nicht die Endlösung, wenn man jetzt böse reden. Aber es ist eine Lösung. So, gehst du gerade, genau. Dann machen wir das so. Du gehst gerade noch und dann machst du eine Kurve. Und kommst da drin rein. Zack. Ich hoffe, es wird genutzt. Von denen, die da gerade auswählen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich hoffe, durch die kleine Aufsplittung im Untergrund kann man dem Verkehrsaufkommen ein kleines bisschen abhelfen. Ja, also es wird genutzt. Es wird ein bisschen genutzt. Okay, es wird ein kleines bisschen genutzt. Es wird fast genutzt. Naja, vielleicht 1% oder so. Aber immerhin, es ist 1% weniger, die auf dieser Straße fährt. Was ich jetzt natürlich auch noch machen ist, ich werde natürlich auch von der Autobahn her einen Anschluss an die Straße machen. Ist ja logisch. So.
Ich hoffe, es wird genutzt. Sonst bin ich dann traurig. Aber so richtig. Naja, es ist mir natürlich absolut bewusst, dass das Design von meinem Industriegebiet im Moment halt nicht so ideal ist. Das hat eigentlich den Grund, das Industriegebiet ist eigentlich mal konzipiert worden für einen ganz kleinen Weiler, der da angefangen hat zu wachsen, ist das winzig kleine Industriegebiet gewesen. Aber ich habe gesagt, ich kaufe den oberen Teil, um das Industriegebiet richtig zu machen. Das ist sozusagen vorübergehend da, nicht weiter beachten sozusagen. Ich frage mich jetzt eben gerade, wodurch fahren all die lustigen Fahrzeuge? Weil wäre es dann vielleicht nicht gescheiter, noch einen weiteren Zweig hier runterzuführen, der dann da unten irgendwo ins Industriegebiet hineinkommt, vielleicht auf dieser Höhe oder so, könnte man mal machen. Wäre eine Überlegung wert. Mache ich doch gerade mal schnell, einfach so zum Testen. Wenn es würde funktionieren, würde es mich natürlich sehr freuen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber wir haben es dann wenigstens probiert. Momentan muss ich mir noch keine allzu grossen Gedanken über mögliche Konflikte zu machen, was U-Bahnen angeht und so. So. Wer weiß, vielleicht wird es genutzt. Also ist auch eine blöde Einfahrt, das gebe ich ja ganz ehrlich auch zu. Aber wenn so ein kleines bisschen genutzt wird, dann bin ich schon sehr zufrieden damit. Ist mir natürlich bewusst, dass das eine kleinere, also eine größere Belastung wird geben auf diese Straße hier. Aber das ist mir momentan so ziemlich egal, es wird nicht mehr genutzt, es wird gar nicht gebraucht. Also. Was regt ich mich überhaupt auf? Die meisten gehen anscheinend nach rechts. Dann da rein. Tja, dann kann ich denen auch nicht weiterhelfen. Eine weitere Möglichkeit wäre es natürlich, das Gebäude hier über zu versetzen. Und das machen wir jetzt gerade mal. Nur so testweise. Einfach nur testweise. Das muss ich wahrscheinlich noch eins übersetzen. Sonst geht das nicht, was ich machen will. Und dann jetzt sagen, schau, doch, jetzt ganze Haufen auf einmal. Haben wir die Straße wieder ein kleines bisschen mehr können entlasten. Was ich machen wollte, ist unterirdisch. Da. Zu sagen, schau. Du hast die Möglichkeit, noch da reinzufahren. Vielleicht wird es noch mehr genutzt. Da wäre ich sehr froh drum. So, und jetzt muss ich mich wirklich in den richtigen Problem annehmen, und zwar Müllverbrennungsanlagen. Die sind sehr wichtig. Die sind so wichtig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wichtig das die überhaupt sind. Da würde ich jetzt gerade ein paar aufstellen natürlich. Weil, also die ist voll da. Dann bitte entleeren. Die ist voll, entleeren. Und auch wieder einschalten, bitte schön. Da brennt es, das interessiert mich nicht einmal so groß. Aber jetzt werden die Anlagen in die Müllverbrennungsanlagen entleert, also so hoffe ich auf jeden Fall. Und wir sehen, der Verkehr fließt um einiges besser. Er fließt um einiges besser. Das freut mich sehr, wirklich. Das freut mich sehr.
Aber ich sehe gerade, wir haben wieder ein bisschen mehr Verkehr. Schwerverkehr auf unserer Straße nach außen. Sehe ich das richtig? Das sehe ich absolut richtig. Die Frage ist jetzt, wie hätte das passieren können? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Eine Möglichkeit wäre es natürlich, da zu sagen, okay, ihr habt da Möglichkeit, noch direkt auf die Autobahn zu fahren. Ich weiss, ich kann eigentlich mal wählen. Weniger Tunnelsystem bauen. Es tut mir leid, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Weißt du was, das baue ich jetzt einfach nicht. Gerade. So gerade wie möglich. So. Nein, das geht nicht. Wieso sollte das natürlich auch gehen? Weil das Gefälle natürlich zu steil ist. Ist ja klar gewesen. Weißt du was? Machen wir so einfach. Nein, das geht natürlich auch nicht. Wieso sollte denn das gehen? So. Ja, ist ja in Ordnung. Spiel. Lass mich in Ruhe. So. Nein, immer noch. So. Nein. Ach, Scheiße. Wieso? Spiel, wieso tust du mir das an? Ja gut, dann muss das Haushalt weichen. Es geht nicht anders, es tut mir leid. So, das ist natürlich eine Abkürzung. Und sehr genutzt. Das finde ich doch schon mal nicht ganz übel. Gut, und irgendwo wird immer noch aufgewertet, wie blöd. Ich habe keine Ahnung, wo das es genau ist, aber ich bin froh, dass es ist. Da können wir jetzt nämlich auch schon mal sagen, da in der Nähe von unserem Touri-Park, zum Beispiel da, ja, Straße nicht, das da brauche ich, das da gern, und dann machen wir einfach mal das weg. Da machen wir jetzt mal das dicht besiedelte nennen. Ich weiss es da oben auch gerade bis etwa da. Ist das in Ordnung so? Das scheint in Ordnung zu sein, sie haben nichts dagegen. Gut. Dass wir da so ein bisschen eine Touristenhochburg haben, sozusagen. Und dann möchte ich gerne eigentlich, jetzt muss ich schnell schauen, also das ist ab der Straße oben dran bis zu dieser Straße. Also kann ich mir das merken? Von da bis da. Fußgängerstreifen, okay. Sage ich jetzt, klein. Ist das richtig so? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach mal so. Stimmt das ungefähr? Es ist echt jetzt gross geworden. Das da nicht. So, das Hickory Viertel, das ist nicht das Hickory Viertel, sondern das ist die Langstrasse. Und das bekommt jetzt ganz spezielle Richtlinie von mir. Und zwar ist das eine Gebietsspezialisierung auf Freizeit. Bamsk. So, und jetzt mal schauen, was da schon gebaut wird. Wahrscheinlich kommen wir zu Casinos hin und schau da, was ist denn das alles? Keine Ahnung was, aber es blinkt und macht und tut. Da haben wir da. Was haben wir da? Schwarz. Irgendetwas. Keine Ahnung was. Pop Soda, Hauptsache. Für unsere Touristen natürlich. Extra nur für die.
Und wir wollen natürlich auch ein riesiges Vergnügungsviertel machen, irgendwann mal, wenn wir dann so weit sind natürlich. Das ist eben die Voraussetzung, dass wir dann irgendwann mal so weit sind. Und wie sieht es jetzt eigentlich aus? So, wie ist da die Auslastung? Ja, die ist eigentlich recht, ja, mal doch. Recht heavy. Da ebenfalls. Dafür wird das Zeug da nicht mehr ganz so belastet. 75% Fall, 44% Fall. Die sind sich am Entleeren natürlich. Da sind wir bei 64%. Da bei 59%. Läuft. Der ist voll. Wir entleeren. So. Das heisst, unsere Müllverbrennungsanlage die arbeitet Tag und Nacht. Das finde ich sehr angenehm. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch weiteres Industriegebiet. Und da wir ja schon so eine geniale Anbindung haben, würde ich sagen, das machen wir einfach nach da so. Da haben wir so viel Platz. Also machen wir nach da unser Industriegebiet. Ich habe das wirklich sehr, sehr blöd gebaut. Da hätte ich jetzt eigentlich gerne eine 6-spurige Straße gemacht. Ich mache jetzt einfach jetzt. Jetzt müssen wir die Windturbine da, die muss leider weg. Ja, du musst weichen. Wie sieht es aus mit dem Strom? Wir haben noch genug. Wir könnten zwar, warte jetzt mal, da haben wir 40 Megawatt, kostet mich 560 in der Woche. Oh. Ja, aber das bringt natürlich gerade um einiges mehr. Also wir machen jetzt so. Zack. Haben wir da noch ein neues Kraftwerk, das um einiges effektiver ist. Und jetzt geht es weiter mit dem Strassenbau. Strassenbau ist ein grosses Hobby von mir in diesem Spiel. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ziehe ich die Straße auf? Vielleicht da so? Ja, genau. Das gibt mir mega giga super Industriegebiet. Hauptsache irgendwelche grosse Wörter dafür benutzt. Und natürlich steht mir noch genau ein Windrad im Weg. Weg mit dir, weg mit dir. Ich will keine Windräder mehr. Also die da im Ghetto, die spielen mir eigentlich keine grosse Rolle, die kommen auch nicht in die Quere. Aber der Rest ist suboptimal für da, wo ich jetzt gerade vorhabe. Nein. Das ist noch verarscht Spiel. So. Zack. Willst du? Danke. So. Dann muss ich mal schauen. Also. Da so, ja. Und prächtig. Bis dahin. Zack, wird das dann noch verbunden. Und jetzt ist das mein neues, mega riesen, super Dings halt. Ihr wisst schon. Und Bums. Nein, natürlich Industriegebiet mit eigener Ausfahrt. Also die Einfahrt, die legen wir jetzt mal da so. Bessere Idee. Die Einfahrt lege ich jetzt mal so fest, dass ich da gerade übergegangen. Und so, es sieht zwar scheiße aus, aber es wird sicher funktionieren, hoffentlich. Und die Ausfahrt, die wird, ist das gescheit? Keine Ahnung. Nein, das ist nicht gescheit. Mal, das ist gescheit. Ist es gescheit? Ich weiß es nicht. Die geht da in den Untergrund natürlich. Unter diesen zwei Strassen durch. Ein bisschen schräg. Dann machen wir das Ganze doch ein bisschen rund. Und dann geht das da rein. Zack. Wir haben einen neuen Autobahnanschluss für das Industriegebiet. Wunderprächtig, und das Industriegebiet, das wird ebenso wunderprächtig wie wunderprächtig halt kann sein. Jetzt muss ich einfach aufpassen, dass ich es noch nicht zu weit aufziehe. Muss ich schnell auf Pause gehen, weil das Ganze braucht natürlich auch noch ein bisschen Wasser. Also kein grosses Problem natürlich, weil wir schon die gesamte Wasserversorgung vor Ort haben, mehr oder weniger.
Da der Straße spielt keine Rolle, wenn es dort kein Wasser hat, aber das spielt eine Rolle. So, gut. Wunderbar, wunderbar. So, und jetzt brauchen wir natürlich eine neue Wasserpumpe. Die Wasserpumpen, wo habe ich denn die gebaut? Die sind da oben. Jetzt da 1, 2. 2 neue Wasserpumpen. Und ist da dran. Und dann haben wir da nochmal einmal und zweimal so ein grusiges Rohr, wo die ganze Blöre einfach mit Bünz läuft. Bünz, für alle die nicht wissen, was Bünz ist. Bünz ist ein kleiner Bach, der sich durchs Freiamt im Aargau schlängelt. So. Die andere Frage, die ich mich die längste Zeit schon frage, wieso Holz? Habe ich da... Wie groß ist denn das? Keine Ahnung. Oh, das ist natürlich riesig. He? Das ist alles Holzindustrie. Okay. Ja, dann ist das so. Habe ich das dann mal entschieden, dass das so soll sein. Die haben alle keine Arbeiter. Das interessiert mich weniger. Ich ziehe da jetzt einfach mal das Industriegebiet auf. Bin so. Dann haben wir da, genau, fast ein bisschen verwirrt. Ein bisschen dicht besiedeltes Dingsgebiet hätte ich noch gern. Ich habe jetzt momentan nur da, gerade so ums Touri-Gebiet herum. Weißt du was, wir probieren jetzt mal etwas. Einfach mal so zum Probieren. Was denn da würde passieren? Habe ich nämlich auch noch nie probiert. So. Dicht besiedeltes Touri-Gebiet. Gibt es da noch höhere Wolkenkratzer, ja oder nein? Oder sind das einfach immer die gleichen? Es scheint eigentlich die gleichen zu sein. Ja, es ist praktisch gleich. Hat keinen grossen Unterschied gemacht. Genau, dann ist es halt so. Haben wir das wenigstens mal gesehen. Gut. Ja, also Industriegebiet nach wie vor gefragt anscheinend. Aber sie jammern jetzt, hätte keine Arbeiter. Ja, du, ist das mein Problem? Du hast Industriegebiet, ich gebe dir Industriegebiet und jetzt jammerst du, dass du zu wenig Arbeiter hast. Was läuft mit dir falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die hat jetzt so gute Anbindungen und alles drum und dran. Aber nein. Aber nein, aber nein. Genau. Nicht mein Problem. Also doch eigentlich schon, aber nicht im Moment. Ich habe momentan ein anderes Problem und zwar habe ich gesehen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, ich möchte doch gern da natürlich die 6-spurigen mit Velostreifen. Mache ich doch das gerade schnell. Jetzt, wo ich das Geld dazu noch habe. Wenn ich ja schon sage, ich möchte gern das Velofahren ein bisschen, das geht natürlich nicht. Das Velofahren unterstützen. Wieso geht denn das nicht? Was ist da falsch? Was ist da falsch? Ich weiß es nicht. Die wissen jetzt wahrscheinlich selber nicht, was dort falsch ist, aber ja. Naja. Egal. Es wird schon funktionieren. Irgendwie. So. Dann, oh ja, genau. Was noch wichtig ist, da oben hat es natürlich weder Bus noch sonst irgendetwas. Ja, Industriegebiet ist schon gut, ist schon gut. Ah, schau, jetzt haben sie plötzlich genug Arbeiter. Jetzt auf einmal. Ach, Spiel, echt, ey. Weißt du was? Da, da. Da haben sie halt keinen Strom da, aber ist mir jetzt ist wirklich scheißegal. Da, Industriegebiet. Du willst Industriegebiet, ich gebe dir Industriegebiet. Alles klar? Alles klar.
So, jetzt haben wir da noch ein bisschen Büro. Schulen, wie sieht es aus mit den Schulen? Wir können natürlich auch schon eine Highschool machen. Würde ich sagen, machen wir doch hier eine Highschool. Wie sieht es eigentlich da aus mit den Schulen? Wir haben hier eine Schule. Okay, dann machen wir doch da irgendwo noch eine Highschool hin. Vielleicht da so. Gehen halt ein paar Häuser drauf, aber dafür haben wir jetzt eine Highschool. Wir haben eine Kapazität von 1000. Das ist eigentlich nicht mal so leid. Dann das Gebäude ist zu groß. Ich hätte jetzt da eigentlich gerne noch so eine Highschool da unten irgendwo hin gemacht, aber irgendwie ist das Teil so groß. Das würde aber nicht mal alles abdecken. Ich mache es trotzdem. Einfach so, wie ich es kann. Sie freut sich auf jeden Fall. Das ist doch auch etwas. Hauptsache sie haben Freude. So sieht ein Highschool aus. Hauptsache mit einem dicken, fetten Zaun drumherum. Dass auch wirklich niemand kann abhauen. Und was habe ich noch wollen? Wenn wir schon eine Universität, ich weiß nicht, ob ich eine Universität kann tragen kann. Nein, noch nicht. Wir warten mit der Universität noch ein bisschen, bis wir noch ein bisschen größer geworden sind. Schau, jetzt sind die auch voll. He? Jetzt sind sie auch voll. Jetzt verliere ich aber langsam die Übersicht da. Also, das wird entleert. 27% voll. 9% voll. Okay. Also das heisst, das können wir schon bald abbrechen. Da kommt da doch nochmal ein neues Verbrennungsanlagen dazu. 7% noch. Die sind inzwischen ganz voll. Haben wir dann irgendwo ein Müllproblem? Ja, da oben. Ja, es fährt langsam an. Okay, das heisst für mich, ich muss mehr Verbrennungsanlagen machen. So, 2 Stück sollte eigentlich lange. Okay. Da fehlen natürlich die Arbeiter, aber ihr wisst ja, das kratzt mich wenig. Und ich muss sagen, meine Stadt sieht schon langsam recht geil aus, oder? Sie sieht langsam schon recht geil aus. Vor allem das Gebiet, das gefällt mir am besten. Das finde ich wirklich ein geniales Gebiet. Sieht genial aus, wo man einfach gesagt hat. Gut, wie sieht es aus? Eigentlich könnte man... Nein, ich will das nicht. Nein, da verschieben wir auf das anderes Mal. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, es gibt ja noch so Spezialgebäude für so Touristenattraktionen. Da haben wir noch einen Skatepark, einen Reitstall, all so Sachen. Ja, aber momentan nein. Einrichtung leer. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, und tschüss mit dir. Oh nein, das ist falsch gesagt. So, jawohl. Und dann kommt da natürlich als Ersatz gerade so eins. Zack. Die wird jetzt noch ersetzt, dass wir irgendwann keine Mülldeponie mehr haben. Und die Industrie, ja, eben. Was ich jetzt unbedingt noch schnell machen will, in dieser Folge, bevor wir die beenden, hier zu der Richtlinie gehen und sagen, also jetzt weißt du was, Schule ist aus. Was bedeutet das? Gehen wir da mal schnell auf die Infobox. Da heißt es jetzt, kann ich das lesen? Ich muss schnell meine Brille richten. Die Bürger ziehen die Arbeit der Bildung vor und nur ein kleiner Teil der dazu berechtigten Bürger geht auch wirklich zum Studieren an die Universität. Das heißt, wir werden weniger Probleme haben mit überqualifizierten Arbeitskräften und das finde ich doch schon mal positiv. Jetzt harte Gefängnisstrafen, da haben wir ein kleines Problem. Für da brauchen wir das Gefängnis und für das Gefängnis haben wir einfach noch kein Geld. Das kostet 120'000. Klar, momentan mit dem Cashflow wird es ja, halt
schon noch ein bisschen gehen. Aber es kostet halt 2400, keine Ahnung was, Unterhalt pro Woche. Und das kann ich mir momentan noch nicht leisten. Darum müssen wir auch mit dem Gefängnis nachher verschieben auf ein anderes Mal in der Zukunft. Aber keine Angst, das wird garantiert kommen. Und das wird großartig. So, während ich euch entlade, sozusagen, in eure Freizeit entlade, schaue ich doch einmal, wo ich da noch ein Plätzchen finde fürs dicht besiedelte Gewerbegebiet. Vielleicht da so. Genau. So, das auch erledigt. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao zusammen.